Onze Geschichte von George Rempel. Onze Geschichte wordt aangevoerd van George Rempel, die nu een Winkler woonhoofd is. Onze Geschichte handelt hauptsächlich van de Oudkolonie Mennonieten, wordt aan 1922 tot 1927 van Canada naar Mexico wanderden. De schrijver van de Geschichte is George Rempel. Hij is in Mexico geboren en opgewassen en heeft 14 jaar gediend als een schoolleraar aan de Oudkolonische dorpsscholen in Mexico, dicht bij Cuauhtémoc. En in 1965 kwam hij met zijn familie naar Gretna, Manitoba, waar hij de MCI-school bezocht heeft. En in 1980 wordt hij van MCC aangesteld in Elmer, Ontario, met documenten te schaffen voor Mennonieten die van Mexico naar Ontario trekken. Seit 1990 zijn hij in zijn Frühwohnhaft in Manitoba, von waaruit hij deze geschichte uitstudeert, opstelt, op een MP3 computerprogramma oplezen deed, en ook nu uitgeeft door de Mennonitische Post. George Rempel is wel de eerste die onze geschichte van ons als Oudkolonie Mennonieten vertaalt, die zelfs einer van ons is. Vele anderen hebben geschreven van de Oudkolonie Mennonieten in de vergangenheid. Doch dit is het eerste mal wat einer van ons, wat man ons opgewassen is, man ons geleefd heeft, de geschichte studiert heeft en opschrijven deed. Mocht onze geschichte ons alle zum Segen dienen. Dit is de bereik Radio CHPD, de Plotische radiostation in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rempel en ik wens je een goede ontvang. Onze Geschichte Nummer 2. Ditmal wollen wir uns wat vertalen uit dem Leben von unseren Vorfahren in der Kartitzer Kolonie in Russland. Wann von dieser Kolonie Lothar geredet wird, als in Russland erst mehr mennonitische Kolonien wären, dann redet man immer von der oude Kolonie, weil es dort die älteste mennonitische Kolonie war in Russland. Wir wollen von hier an auch meistens von der oude Kolonie reden, weil es 3 oder 4 Generationen von unseren Voreltern auf dieser oude Kolonie gelebt haben und dort all als Oudkolonie bekannt geworden wären. Weil es aber die Voreltern von einem kleinen Port von uns in Russland nicht auf der oude Kolonie gewohnt haben, ist dort vielleicht nötig, hier bloß noch zu sagen, dass die kleine Gemeinde in Russland nicht auf der oude Kolonie entstanden ist, aber auf der Malotschna Kolonie. In der Malotschna Kolonie entstand so 15 Jahre later aus der oude Kolonie, nachdem die Mennoniten in Russland endlich ihre versprochenen Privilegien in geschriebene und ungeschriebene Form gekriegt haben. Die katholische Kirche in Europa war vor vielen Jahren eint mit den Regierungen. Keiner durfte eine andere Kirche angehören als die katholische. Und als unsere Vorfahren im 16. Jahrhundert aus der katholischen Kirche zurückgingen und sich eine von den anabaptistischen Bewegungen anschlossen, dann wir ein von ihren Ursachen dafür diese. Sie wollen nicht zu so einer Kirche gehören, wo Kirche in der Regierung eint wären. Sie wollen zurück nur die apostolische Kirche ihre Lehren, wo Jesus Christus seine Kirche getrennt war von weltlichen Regierungen, wo man für Jesus sein Reich anstehen kann und nicht für ein irdisches Reich. Und nur über 200 Jahre in Pressen wären sie noch immer eine Kirche, die nicht mit der Regierung verbunden war. Wir wären unsere Voreltern aber sozusagen über Hand und Kopf nach Russland getroffen, noch eher alles ganz vordig und reit wie dort auch. Und scheinbar hatten sie sich dort gar nicht überlegt, was das für ein Verfolgen bringen kann, wenn sie ab ihrer neuen Siedlung in Russland selbst sollen eine lokale Regierung haben, durch die russische Regierung die Kolonisten regieren wird. Von dieser Sache reden wir Lothar noch mal mehr. Aber die ersten 228 Familien, die alle durch den Winter in der Stadt Dubrovna gewohnt haben, die wären nu
endlich auf ihre neue Siedlung angekommen und sie mussten sich da anfangen zu organisieren. Sie mussten sich als Kirche organisieren, die ihren eigenen Lehrdienst hat, oder vielleicht nennt man dort ihre eigene Oms hat. Kein Prediger oder kein Ohm wir uitpressen mit diese erste Uitwanderer mitgekommen. En daarbij hadden sie al in Dubrovna veel Schwierigkeiten erfahren, en daarbij wir auch das Organisieren auf ihrer neuen Siedlung schwierig. Dann manch an wären friesische und flämische Mennoniten, und die verstanden sich nicht gut. Davon vertelt wie gleich Lothar auch noch mal viel mehr. In Pressen hadden diese 228 Familien nicht in Darpa gewohnt, und sie kamen von verschiedenen Gegenden in Pressen. Und hier ab ihrer neuen Siedlung mussten sie sich aus Darpa organisieren, die jeder ihr eigenes Dorfsamt hatten. Und sie mussten sich mit der Zeit als Kolonie organisieren, die eine lokale Regierung hat und aus ihre eigenen Menschen bestand. Hier ab dieser erste mennonitische Kolonie in Russland, wo die russische Regierung verlangt, dass die Mennoniten ihre eigene lokale Regierung haben sollen, wodurch sie die Kolonisten regieren wollen, da entwickelten unsere Vorfahren das Selbstregierungssystem ungefähr so, als viele von uns dort noch kennen von Mexiko, Belize oder Südamerika. Ihr System bestand auch aus Dorfsämtern, die jeder einen Dorfsschuld, einen Hortschuld, einen Brandschuld und einen Bürgführer hatten. Diese Dorfsämter stunden unter ihrem Koloniesamt, von wonem Eberschuld der Leiter war. Sie nannten ihr Koloniesamt das Gebietsamt, wie es dort ihre lokale Regierung war, die auch Regierungsmacht hat, die Kolonisten zu regieren. Die Eberschuld oder das Gebietsamt stellt zum wenigsten einmal im Jahr ein Abkommen an, wozu alle Dorfsbeamte auf der Kolonie einlädt, hinzukommen. Auf diesem Abkommen wurden wichtige Sachen durchgeredet mit den Dorfämtern oder Dorfsbeamten. Und die Dorfsbeamten mussten die Dorfsbewohner dann auf ihrem Schuldenbord sagen, was berät worden wir auf ihrem Abkommen. So ein Abkommen gibt es auch nun noch auf mennonitische Kolonien in Mexiko, in Belize und in Südamerika. Wenn ich recht beholen habe, dann wird dort ihre Zusammenkunft genannt. Das Selbstregierungssystem, das unsere Vorväter in Russland entwickelt haben, das haben unsere Vorväter Lothar mehr oder weniger auch so gebraucht in Kanada, in Lothar in Mexiko und Südamerika. Aber von in Kanada an hat die Eberschuld nicht mehr Eberschuld, aber Vorsteher. So als wir das auch in Mexiko, Belize und Südamerika kennengelernt haben. In Manitoba hat das Koloniesamt aber auch noch einmal einen eigenen Schreiber, so als in Russland. In Lothar, in Mexiko und in Südamerika nicht mehr. Dort in Russland, ab der alte Kolonie entwickelte Selbstregierungssystem, brauchen fast alle altkolonische Kolonisten in Mexiko, Belize und Südamerika noch immer mehr oder weniger so, als unsere Vorvaterstadt ab der alte Kolonie in Russland entwickelt und gebraucht haben. Aber die Eberschuld hat ab keine altkolonische Kolonie mehr Eberschuld. Die hat ab ihre Kolonien Vorsteher. Das Koloniesamt hat auch noch nicht mehr Gebietsamt und hat auch noch nicht mehr Regierungsmacht. Dort unsere Vorväter auf der alten Kolonie in Russland ihre eigene lokale Regierung haben mussten, durch wo die Staatsregierung die Kolonisten regiert, dort führt mit der Zeit zu großen Konflikten zwischen der Gemeinde ihrer Oms und den Kolonisten ihr Gebietsamt. Unsere Vorväter waren dort so langsam an, dass sie auf was angewohnt wären, was jeden mennonitische Lehren wir. Sie hatten mit ihrem
Regierungssystem op ihre Siedlung mit einmal war da Kirche in der Regierung so ein bisschen untergemischt, wat eigentlich je in die Kirche ihre Lehren wir. Und dort verursacht viel Schwierigkeiten. Die Gemeindenälteste glaubt immer, er muss das letzte Wort haben, wenn welche Entscheidungen gemerkt worden mussten. Aber selbst Regierungssystem, Gebietsamt, kann das nicht immer erlauben. Wir wollen ditmal noch lang nicht alles vertalen, von wo wir in die Gemeindenleitung in das Gebietsamt sich manchmal nicht richtig verstanden. Aber ich glaube, von ein paar so eine Dinge sollen wir uns all nu wat vertalen, nachher, wenn wir bei Kanada und Mexiko kommen, besser zu verstehen, von was wir reden. Das Gebietsamt wäre, auf die Oms, und viele Kolonisten das leichten oder nicht, ganz einfach gesagt, die Kolonisten ihre lokale Regierung. Und aus so einer hat sie unter gewissen Umständen auch nochmal die Verantwortung, ungehorsame Kolonisten zu bestrafen. Aber die Kirche oder die Oms, die Kirchenleiter wären, die wollen dort nicht zulassen, dass ihr Gebietsamt ungehorsame Menschen bestrafen kann. Sie wollen dort so holen, als die mennonitischen Gemeinden dort von Anfang an gehaut haben. Wenn ein Gemeindeglied sich irgendwo verschuldet hat, dann mussten die Oms mit so einem Glied handeln. Und sie mussten, wenn das nötig war, die Gemeindenstoff brücken, das ungehorsame Glied weiter zurechtzuweisen. Das war ein von den Dingen, die viel Konflikt verursachten zwischen den ihre Oms und den Kolonisten ihr Gebietsamt. Ein zweites war, wo die Kolonisten einen großen Konflikt bracht, wie das. Die Oldkolonie ihr Schulwesen war sehr leer gesunken durch ihre lange, schwere Pioniertid im neuen Land. Aber als die Kolonisten endlich ein bisschen besser bürden, dann fangen sich da so wie langsam immer mehr Eltern, die ein Verlangen haben, ihr Schulwesen zu verbessern. Das wären vielleicht mehr mal die Handwerkerfamilien, die da also wie langsam anfangen, Fabriken zu entwickeln auf der Olle Kolonie, die da anfangen anzusehen, dass ihr Schulwesen verbessert worden muss. Und die russische Regierung fängt auch immer stärker an nachzuschieben, dass die Kolonisten ihr Schulwesen verbessern sollen, aber die Gemeinde ihre Oms wären zur gleichen Zeit auch die Kolonie ihre Schulabsichter, und aus so einer hatten sie scheinbar nicht viel was getan, ihr Schulwesen zu verbessern. Die Oms wollen auch nicht haben, dass ihr Schulwesen unter dem Gebietsamt ihre Absicht kommen soll. Mit einmal hat sich da aber doch ein Komitee gegründet, das an 1842 eine Lehrerschule ins Leben raubt. Die meisten Kolonisten in ihre Oms wären am Anfang noch durchaus nicht so fair. Aber willst die Regierung also sehr nachschauen, und willst du all viel Eltern wären, die da bessere Schulen haben wollen für ihre Kinder, leiten die Oms dort also, dass mit einer Lehrerschule angefangen worden kann. Beim Reinmerken für diese Lehrerschule aber benehmen viele Jäger sich sehr angeschickt. Davon reden wir vielleicht auch noch mal lauter. Diese Lehrerschule soll junge Männer so vorbereiten, dass sie die jüdische Sprache mit ihrem rechtmäßigen jüdischen Alphabet beherrschen lernen und dass sie gelehrt haben würden, wo Kinder ungerecht werden mussten. Durch diese Schulen sollen die Kolonisten so geschwind als möglich genug junge Männer vorbereiten, um für jede Dorfschule auf ihrer Siedlung einen Lehrer zu haben, der da fähig wäre, die Schule zu verbessern. Mit diesem Plan, dem Schulverbesserungsplan auf der Olle Kolonie, wären ein ganzes Schuf von unseren Eltern all einverstanden, aber die meisten von ihnen wären noch ganz dagegen. Aber das Plan hat sich vielleicht so entwickeln können, dass sich mit der Zeit alle Kolonisten damit haben zurechtfinden können, wenn sie am Anfang auch noch nicht alle mit einverstanden wären. Aber all nur einem Jahr, all an 1843 passiert wird den Konflikt zwischen der Gemeinde ihrer Oms auf der Olle Kolonie und dem Gebietsamt so groß gemacht, dass die Kolonisten ihr Schulwesen oder Schulverbesserungsplan von da an keine Gelegenheit hat,
sich gesund entwickeln zu können. Von dit reden wir later auch noch mal viel mehr, wenn wir bis Mexiko kommen. Unsere Zeit ist nu aber wieder aufgeräumt, wir müssen hier von der aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir uns noch weiter mehr von unseren Voreltern ihre Erfahrungen in Russland und wir fangen dann damit an, was da ab der Oude Kolonie 1843 passiert. Denk noch weiter erst ein bisschen nach über unsere Voreltern ihre Erfahrungen in Russland und dann habt eine gute Nacht. Ich George Rempel.